4 freche Fragen zum Anfang. Wie reagierst du bei folgenden Entwicklungen oder Situationen? Erstens, die christlichen ethischen Werte in unserem Land lösen sich auf. Wie reagierst du? Dann, die Regierung in unserem Land macht aus deiner Sicht gröbste Fehler. Was ist deine Reaktion? Du liest von Fehltritt von einem berühmten Pastor. Was ist deine Reaktion? Deine schwierige Vorgesetzte wird fristlos entlassen. Wie reagierst du? Was redest du? Was sagst du? Schön bist du dabei beim Thema Glauben, Leben in dieser Zeit, wo wir stehen. Ich liebe das biblische Buch Daniel, insbesondere in Bezug auf das Thema Leben im Heute, Glauben, Leben im Heute. Kurz die Ausgangslage im Buch Daniel. Trotz stärkster Warnungen von Gott durch Propheten haben sich die Könige und die religiöse Elite von Juda, von Jerusalem, von Gott abgewendet, haben Götzen angebetet und alle Gebote vom Allmächtigen aufs Gröbste ignoriert. Sie haben grösstes Unrecht getan. Die Folge war Gericht von Gott. Und das hat bedeutet Deportation auf Babylon in 3 verschiedenen Wellen. In einer der ersten Wellen war auch der Daniel dabei mit seinen 3 Freunden. 4 Männer vom Glauben und vom Gebet. Der Daniel und seine 4 Freunde haben nichts dafür. Was haben sie gesagt? Wie haben sie reagiert? Hat der Daniel gesagt, du, sind die letzten Halbschuhe, was machen die eigentlich? Jetzt werde ich auch noch deportiert, ich habe gar nichts dafür. Wenn es mich gefragt hätte, hätte ich schon gewusst, wie es geht. Hat er ausgerufen, hat sich aufgelehnt, hat sich erhoben über sein Volk? Oder wie hat er wirklich reagiert? Das Erste ist, der Daniel hat aufs Wort Gottes geachtet. Wir lesen im Buch Daniel, Kapitel 9, Vers 1-2. Im 1. Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das Königreich der Chaldäer König wurde. In diesem 1. Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, wovon der Herr zum Propheten Jeremia geredet hatte, dass Jerusalem 70 Jahre lang wüst liegen sollte. Daniel ist da schon reife 80 Jahre alt gewesen. Und noch immer hat er offenbar regelmäßig die Schriften der Propheten und die ersten 5 Bücher Mose studiert. Er hat darauf geachtet und gesehen, was im Prophet vorausgesagt worden ist. Er hat gelesen, dass ja die Deportation schon vorausgesagt war. Er hat aber gelesen, dass nach 70 Jahren das Volk wieder zurückkehren kann. Ja, und jetzt? Hey, mit 80 und Top-Job im Babylonischen Reich, da kannst du zurücklehnen und sagen, geht mich eigentlich nichts mehr an. Ich habe meinen Job gemacht. Selber schuld. Wir müssen selber schauen. Und ja, wenn Gott das Volk wieder zurückbringen will, dann soll er doch. Nein, Daniel hat sich keine Ruhe gegönnt. Er ist in Action getreten. Aber die Frage ist, wie ist er in Action getreten? Zuerst sehen wir, dass Daniel angefangen hat zu beten. Kapitel 9, Vers 3. Und ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, und zu beten und zu flehen mit Fasten in Sack und Asche. Der Daniel war so betroffen von der Situation von seinem Volk, dass es immer noch nicht zurückkehren konnte, dass er gefastet hat. Sack und Asche war ein Bild seiner Zeit für grösste Trauer. Der Daniel war traurig über dem, was war, und es hat ihn ins Gebet getrieben. Bewegt dich auch etwas, das völlig falsch läuft? In unserem Land oder mit Menschen sonst um dich herum? Lass du deinem Ärger freie Bahn? Schreibst genervte Leserbriefe? Oder rufst du aus an deinem Arbeitsplatz?
Geschieht ihm recht, wenn ihm gekündigt worden ist? Oder könnte es ja sein, dass wir könnten das Gleiche machen wie Daniel, nämlich beten. Die Frage ist einfach, wie hat denn der Daniel gebetet? Der Daniel hat den Gleisigen von seinem Volk beim Namen genannt. Kapitel 9, Vers 5. Er sagt, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Der Daniel beschönigt nichts. Er steht dazu und sagt, jawohl, der gröbste Fehler und Gott hat recht gehabt. So viel Mal sind wir gewarnt worden. Er beschönigt nichts. Auch wir, wenn wir mit dem, was uns nervt, was uns wir finden, es geht dann gar nicht, oder? Wir müssen das nicht beschönigen. Wir können mit Gott darüber reden. Nur die Frage ist, wie reden wir darüber? Über das, was andere aus unserem Volk, aus unserer Schweiz verbockt haben. Da muss ich sagen, was jetzt kommt, das hat mich getroffen. Und hat mir selber Fragen gestellt, wie bete ich denn? Wie reagiere ich wirklich? Denn der Daniel hat sich unter die Schuld von seinem Volk demütigt. Vers 9 und 10. Dein aber Herr, unser Gott, ist die Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn unseres Gottes, dass wir nach seinem Gesetz gelebt hätten, dass er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorlegte. Was ist jetzt das? Der Daniel hat gar nicht dafür. Der Daniel war ein rechtschaffener, ein frommer Better. Und wie redet er da? Er sagt, wir haben gesündigt. Wir haben Fehler gemacht. Der Daniel überhebt sich nicht über die Schuld von seinem Volk, sondern er stellt sich mitten hinein und sagt, wir haben Fehler gemacht, wir haben gesündigt. Er stellt nicht die anderen schlecht an, sondern sagt, ich bin ein Teil vom Volk. Er ist nicht der Besserwisser, sondern er demütigt sich und sieht sich als ein Teil vom Volk, das versagt hat. Krass, he? Der Daniel beschämt mich. Wie lautet denn deine Gebet? Wie bettest du über die Situationen? Sind deine Gebete prägt von Empörung, Überheblichkeit, Besserwisserei, gerade auch nach der Corona? Und dann macht der Daniel noch etwas. Und das ist für mich sehr zentral. Vers 18 und 19. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und siehe unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Der Daniel macht Fürbitte für sein Volk. Menschen, die Fürbitte tun für ihr Volk, sind Menschen, die von Gott gesucht sind. Hesekiel 22,30 ist ein Vers, der uns auch treffen könnte. Dort sagt Gott, du der Prophet, ich suchte unter ihnen und dem Volk, auch unter der religiösen Elite, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde. Bresche, in Riss treten werde. Gott sucht also Menschen, die in Riss treten. Nicht auf dem Riss oben hocken und runterschauen und sagen, du warst schon noch dumm gewesen. Oder machen die dort unten? Sondern Daniel will, der Gott sucht Menschen, die da in Riss mitten drin stehen. Und jetzt steht im Ezekiel aber, und ich lese den Vers nochmal und jetzt fertig, ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Er hat keinen gefunden. Wahrscheinlich haben alle ausgerufen. Wahrscheinlich haben es alle besser gewusst. Es haben alle gesagt, die da oben haben keine Ahnung.
Die haben uns ins Eichel geritten. Gott sucht Menschen, die in diesen Rissen stehen. Das in Riss treten sehen wir an verschiedensten Stellen in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel die Jeremia sagt, ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Auch in Jeremia steht in Rissi, er überhebt sich nicht, er stellt sich drunter und trainiert. In einer Demut. Oder ich denke an Mose. Wo Gott zu Mose gesagt hat, weisst du was, Mose? Ich habe das Volk satt. Weg mit denen, aus deinen Nachkommen mache ich ein neues Volk. Hätte Mose können denken, endlich Gott, hast du es gecheckt? Er ist in den Riss getreten für sein Volk. Mehrmals. Und hat Gott um Vergebung gebeten. Hat sich aber nicht überstellt. Oder, wo Miriam in Aussetzung geworden ist, hat er um Heilung gebetet und nicht gesagt, Recht gescheitert. Ich denke an Nehemia, ganz am Anfang vom Buch Nehemia. Der Nehemia war auch in Babylon. Und dort ist Kund gekommen, dass Jerusalem platt ist. Und es hat ihn so mögen. Und er hat gepredigt, er hat gebetet, er hat gefastet und ist in den Riss getreten für sein Volk. Auch er. Trotz seinem guten Job. Trotz seiner Gottes Glauben. Trotz seinem guten Leben. Hat er sich nicht überhoben. Und das allergrößte Vorbild für ihn Riss treten, das ist Jesus. Denn Jesus tritt für mich und für dich in Riss. Da heißt es im Hebräer 9,24, Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Ein komplizierter Satz. Der heißt, dass Jesus nicht in die Synagoge gegangen ist oder irgendwie wie ein irdischer Vermittler in Nachbildung vom wahren Heiligtum, sondern er ist in den Himmel gegangen, aufgefahren. Und er steht wie Gott, mal Mächtige, sein Vater, für dich und mich, für unsere Fehler in Rissien. Was für ein Vorbild. Was für ein Vorbild. Lasst uns Menschen sein, die für andere, für unser Volk, für die anderen Menschen, die fallen an unserem Arbeitsplatz, für Menschen mit anderen politischen Einsichten, wo wir denken, ja, hoffentlich lupft es dem mal. Lasst uns Menschen sein, die ins Gebet gehen. Wir dürfen den Schaden, den Bruch beim Namen nennen. Aber lasst uns in den Riss treten und uns nicht überheben. Das ist unser Job. Gott sucht Menschen, dich und mich, die in den Riss treten. Dort etwas kaputt ist. Dort, wo alle anderen einfach ausrufen. Bist du dabei? Danke vielmals.